stehen sie, die Mähdrescher von Fendt. Und da haben wir bereits den ersten Kandidaten Mähdrescher aus dem Hause Fendt, die L-Serie von Fendt. Die ist schon seit längerem bekannt. Aber seit der Agritechnica 2011 zeigt sie sich in komplett neuen Gewand. Seit der Agritechnica 2011 haben wir die L-Serie hier ganz neu aufgelegt. Und hier steht jetzt einer, der kennt sich mit Mähdreschern ganz besonders aus. Grüß dich, Martin. Martin Friel, Produktmanager für Erntetechnik bei Fendt. Martin, die L-Serie, die schaut da schön aus. Also da können wir ja gerne mal drum rumlaufen. Schauen wir uns das mal an von außen. So ein sportliches Design, denke ich, haben wir bei der L-Serie beim Fendt zum allerersten Mal gesehen. Richtig. Und für mich ist natürlich entscheidend, was verbirgt sich denn eigentlich unter diesem sportlichen Gewand? Ja, das können wir uns gerne anschauen. Schön ausschauen ist natürlich als Fendt Pflicht. Bei so vielen schönen Bulldogs und Equatana, der bisher immer das Highlight war, wird es jetzt noch besser mit einer ebenso schönen Maschine. Wir werfen einen kurzen Blick in die Maschine, obwohl natürlich nicht jeder von der Tribüne alles sehen kann, und erwähnen ein paar Leckerbissen dieser Maschine. Alles klar. Grundsätzlich ist es ja so, dass wenn man da aufmacht bei einem Mähdrescher, ich bin selber kein Mähdreschermann, meistens kenne ich mich da nicht mehr aus, weil da so viele Dinge drin sind, ja, komme ich ganz durcheinander. Also was meine Resonanz ist, wenn ich mit Kunden, also mit potenziellen Käufern dieser Maschine vor der Maschine stehe und mache den Deckel auf, da sieht man ja nicht viel. Und das ist eigentlich das, wofür diese Maschine gebaut wird, nämlich um im Feld unproblematisch zu arbeiten, und erzählt natürlich alles, was man an der Maschine erreichen kann. Und wenn die Maschine so aufgeräumt ist, wie Sie das hier oder später im Feld oder auf unserem Stand sich gerne anschauen können, das spricht schon einmal für das, was man von der Maschine erwartet, nämlich absolute Zuverlässigkeit, gerade als Fendt. Ja, für mich ist ja auch entscheidend, und ich denke für jeden Kunden, der sich für einen Mähdrescher aus dem Hause Fendt entscheidet, wir haben jetzt die äußere Hülle weg, ganz da drin steckt das Dreschsystem, und für uns ist natürlich entscheidend, wie funktioniert denn das Dreschsystem der L-Serie? Das ist ganz schwer, sich da zu äußern, denn im Prinzip sitzen hier genauso viele potenzielle Ideen, was ein Mähdrescher bräuchte, und jeder hätte es gern anders. Und wir haben in der L-Serie versucht, all das aufzugreifen und einfach dem Kunden die Entscheidung zu überlassen. Das fällt vorne an der Maschine das Baufloschneidwerk oder das Riefloschneidwerk. Wir kommen nachher nochmal dazu. Aber auch dann im Innenleben in der Maschine. An Tagen wie heute drischt ein Mähdrescher sehr gut. Wenn er mit einer Trommel drischt, dann gibt es ein perfektes Strohschwart, und er braucht vor allen Dingen wenig Kraftstoff. Wenn aber es im Vordergrund steht, abends noch zu dreschen, länger zu dreschen als die anderen, dann bräuchte es eigentlich einen Mähdrescher mit mehr Innenleben, mit mehr Ausrüstung. Und wir sind die Einzigen, die beides in einer Maschine kombinieren. Man kann also am Feldrand, wenn es heißt, jetzt wird gedroschen, von außen oder von innen entscheiden, wie dresche ich, also mit einer oder 3 Trommeln. Weiter hinten raus haben wir dann 5 oder 6 Schüttler, einen Hochleistungshäcksler, und das Schönste, was man der Maschine gar nicht ansieht, als einziger weltweit ist die Maschine komplett verzinkt, damit Sie diese gute Arbeit auch nicht nur 10, 15, auch wenn es sein muss, noch längere Zeit nutzen können. Grundsätzlich macht so ein Mähdrescher ja nicht nur eine Feldfrucht, sondern macht verschiedene Feldfrüchte, manchmal auch in den Zeiten, wo es sich überschneidet, verschiedene Feldfrüchte in kurzer Zeit. Einstellungen bei dieser Maschine, ist ja eher eine kleine Maschine, was bietet denn die L-Serie da? Wie gesagt, vorne allein um die Frucht hineinzubekommen, Sie kennen das alle, Strohreisebestände, wirklich viel feuchtes Erntegut, langer Roggen. Da stellt sich schon die Frage, wie kommt es vom Schneidwerk in die Maschine? Da sind wir die Einzigen mit dem Powerfeed Roller. Dann eben mit der Dreschtrommel. Jeder von Ihnen, der schon mal Dreschwerk gefahren hat oder einen Mähdrescher gefahren hat, weiß das. Die Frucht heute, am Morgen, verlangt eine Einstellung am Abend. Und wir sind die Einzigen, die nicht nur die Trommeldrehzahl, sondern auch den Korbabstand vorne und hinten während der Fahrt stufenlos anpassen können. Das könnte man jetzt bis zum Häcksler fortsetzen, der sich mit einem einzigen Handbewegung von Häckseln auf Schwartableger einstellen lässt. Also alles das, was Sie jemals im Feld mitgemacht haben, was man eigentlich gerne bräuchte, die L-Serie hat es drin. Ja gut, jetzt bietet Fendt ja nicht nur einen Mähdrescher an, sondern es sind ja ganz viele, oder sind ja einige Baureihen im Angebot. Für wen ganz speziell ist denn jetzt die L-Serie? Die L-Serie, sage ich jetzt mal, ist von ganz unten für den klassischen Wiedereinrichter, der halt sagt, bisher hat er dreschen lassen, aber jetzt doch lieber zum richtigen Zeitpunkt ernten möchte, also mit einfachen Bedürfnissen auf uns zukommt. Die Maschine kann maßgeschneidert spezifiziert werden, aber für den, der sagt, ich weiß nicht, was kommt, vielleicht wird das Dreschen ja in Zukunft noch schwieriger, für den können wir alles hinein und spezifizieren. Im Prinzip in Hektar ausgedrückt von 50 bis 500, je nach Flächenausstattung, natürlich weniger hier in Bayern, eher auf den großen Flächen. Aber dieses enorme Spektrum bietet die L-Serie. Ja, damit ist die L-Serie eigentlich die perfekte Maschine für den Lohnunternehmer, der auch auf kleineren Schlägen unterwegs ist, beziehungsweise für den Landwirt. Im Gegensatz zu der Maschine, auf die wir uns jetzt begeben haben, hier in luftige Höhen sozusagen, auf einem gewaltigen Korntank stehen wir
Wir, das sind meine Wenigkeit und Nils Gehr, der ist ebenfalls Produktmanager für die Eco Erntetechnik und wir stehen jetzt hier auf einem gewaltigen Gerät, auf einer gewaltigen Maschine, die X-Serie, das Flaggschiff, eine echte Profimaschine mit diesem gewaltigen Korntank. Lass uns zunächst vielleicht auf den Motor eingehen. Das ist die X-Serie. Was steckt da drin in Sachen Motorleistung? Nicht nur, was steckt da drin, wo stehen wir bei einem drauf? Also direkt unter uns haben wir einen Akku-Power-Motor verbaut mit bis zu 510 PS, mit der neuesten Abgastechnologie, also SCR-Technologie, mit dem wir am Ende wirklich sehr gute Verbrauchswerte in seiner Klasse erreichen. Wie sieht es mit dem Dresdsystem aus? Das ist ja immer ganz interessant, gerade in dieser Größenordnung. Genau, auch das muss verbrauchsschonend, kraftstoffschonend ausgerichtet sein. Und hier haben wir eigentlich zwei bewährte Dreschsysteme gepaart. Wir haben ein 3-Trommel-Dreschwerk vorne und hier unter uns, wo wir stehen, zwei Abscheiderotoren, um halt die Leistung, die man vom Schüttler-Mähdrescher bisher kannte, nochmal zu erhöhen und hier noch ungeahnte Leistungsdimensionen zu erreichen. Das ist ja immer so eine Geschichte. Also beim Hybriden, was hinten dann dabei rauskommt, sagen wir mal, jetzt sind wir ja unter uns. Ja, die Strohqualität ist normalerweise in Anführungszeichen bei den Hybriden nicht unbedingt so als die absolut Top-Qualität bekannt. Wie ist das bei euch? Wie ist das bei Fendt? Also bei Fendt hat es so gelöst, dass wir trotz dieser Abscheiderotoren eine sehr gute Strohqualität erreichen. Halt durch die Beschaffung dieser Rotoren und der darunter befindlichen Rotoren erreichen wir eine sehr gute Strohqualität, die für die Wiederverwertung sehr gut handhabbar ist. Und das muss sie natürlich auch sein, denn wir wollen ja schließlich Profimaterial pressen. Und gute Strohqualität ist wiederum ganz entscheidend, um was zu tun? Gute Ballen zu pressen. Und dazu kommen wir jetzt, meine Damen und Herren. Die hier kommen, die Ballen pressen für Profis.